schlau sein. Wie gefällt dir? Agent fordert Verstärkung an. Die Sieg gehört jetzt uns! Hat Ziel im Visier! Der klebt an mir. Fuck, keine Kugel. Das Schwein ist gepanzert! Haltet die Flanken frei! Ihr seid nicht besser als die Zuschauer! Servus, grüß euch und habe die Ehre. Ich begrüße euch zu einem neuen Division 2 Video. Mein Name ist Fadewolzen und heute gibt es einmal ein schnelles Video und zwar ein Nahkampfbild, wo 1,6 Millionen pro Schlag möglich sind. Inspiriert durch die Community, weil einer die Reise 6 irgendwie nicht so ganz packt, wo man einige, sage ich mal, Elite per Nahkampf umhauen muss und darum das Video. Ja, das ganze Bild machen wir jetzt im Schnelldurchlauf. Nicht lang umeinander schnacken, ja, nicht lang umeinander labern, sondern einfach einmal schnell durch. Und zwar fangen wir an mit der Spezialisierung Stürmer, sprich Feuerwand. Brauchen wir das Ding wegen Schild, ja, das gibt uns dann einen Kegel, da wo den Schaden nochmal erhöht, also pro Gegner, was vor ihm steht, erhöht er den Schaden. Und stellen wir das ganze Ding um auf Maschinenpistole und Sturmgewehr. Dann wir weiter. Die Modifier für das Set sind der aktive Modifikator, die Umkehr, liegt an dem, weil ich sonst keinen anderen nicht habe, also vielleicht geht der andere noch besser. Passive Modifikatoren warten Rückschlag, Waffenhandling wird um 50% des Kopfschussschadens erhöht, solange sich der Feind in kurzer Reichweite befindet. Dann Täuschung, Modifikator Multizone, erhält für 5 Sekunden 12% Gefahrenschutz für jeden Gegner in kurzer und mittlerer Reichweite. Und da passiver Modifikator Verantwortlichkeit, kurze Reichweite, 30% mehr Schaden an Feinden mit Rüstung in kurzer Reichweite. Der erlittene Schaden durch Ziele mit Rüstung wird um 15% erhöht. Die Dinge sind ganz wichtig und pushen das Set nochmal enorm. So schaut das Bild aus. Ich würde sagen, Lady Death, ja, gibt uns Nahkampfschaden. Bla bla bla, und wenn man sie bewegt, auch erhöhten Schaden. Auf alle Fälle, Todesbraut ist unbedingt notwendig. Ja. Dann habe ich noch drin die Lexington, ist eigentlich mehr primär, da habe ich Todeskandidaten drauf, Kopfschussschaden, weil das ganze Bild auf Kopfschussschaden beruht. Dann habe ich drin die abgekühlt von Gilligard, gibt es beim Loot Goblin, weiß nicht ob es momentan ist, so viel Kopfschussschaden draufrollen, wie es geht. Dann habe ich drin den Matador. Waffenschaden kriegen wir dann nochmal extra. Ist nicht ganz ausgerollt. Gefahrenschutz habe ich drin. Kann man umrollen auf Kopfschussschaden. Ich habe das Bild vorhin probiert und habe noch gar nicht ganz umeinander gerollt gehabt. Aber hat schon funktioniert. Also Kopfschussschaden drauf. Adrenalin deswegen, dass je mehr was um die Uhr stehen, weil man doch nah am Gegner ist. Adrenalinrausch, ja. Wie man sagt, ich schneide das Ding nicht. Kriegt man Bonusrüstung, kann 5-mal gestapelt werden, ist auch sehr von Vorteil. Ja. Das Bild ist echt gefährlich, also man muss immer nah am Gegner sein und so einfach durchrauschen. Also man braucht ein bisschen Übung, aber es haut voll hin, wie man dann im Gameplay sagt, ich habe nicht viel aufgenommen, aber ich habe es versucht und es hat hingehauen. Dann habe ich die Sokolov-Konzern für MP-Schaden. Da ist auch wieder Kopfschussschaden drauf. Wenn einer da noch mit Kopfschussschaden draufrollen kann, ist super. Ich habe es leider nicht anders gehabt. Wichtig, das Talent Schock. Ja, das verursacht beim Kopfschussschaden blind und beim Körpertreffer, Brusttreffer verursacht es blutende Wunde. Ist auch ganz gut, weil die dann ein bisschen benommen sind und nichts sehen. Dann brauchen wir unbedingt die Krallen raus. Hat es damals mal gegeben, exklusiv Dark Zone. Ich glaube, dass jetzt im normalen Lootpool drin ist. Da haben wir auch wieder Nahkampfschaden 500% und Kopfschussschaden
Wo müssen wir jetzt da drauf rollen? So, gut. Und dann habe ich drin die Knöchel, die blutigen. Gibt uns auch noch mal einen 100er Nahkampfschaden. Letztendlich kommt das Bild ungefähr auf 1000% Nahkampfschaden. Ja. Ich rechne jetzt das nicht recht groß um den Rand, aber probiert es aus im Gameplay, sieht man es, dass der Nahkampfschaden von 1,6 Mille bestätigt ist. So, was haben wir jetzt noch? Dann haben wir da die Zwidoka wegen erhöhten Magazingröße. Kopfschussschaden draufgerollt. So. Und ja, das haben wir dann eh schon durch. Also gerade raus haben wir gehabt. Wenn das jetzt einer gerollt kriegt, ja, also dass es da irgendwie hinbringt, dass da ein roter drin ist statt ein Fertigkeitsrang, ist auch ganz cool. So, das Schild ist nur auf Rang 2, also aufpassen. Es ist ein wenig so ergänzend, dass man nicht gleich umfällt. Man muss echt gut aufpassen bei dem Ganzen. Und ich habe da noch drin das Glühwürmchen, beziehungsweise, wie heißt das? Ja, Blender-Glühwürmchen, dass man, bevor man hinrennt auf die ganzen Leute, macht man es einmal blind, dass man auch zu dir kommt und wenn man mal dort ist, dann kann man draufhauen wie Sau. Es ist so ein kleines Asterix-Bild, ja, Zaubertrank nehmen und dann einen drauf auf die Nuss. So, wie gesagt, ich tue nicht groß umeinander, bei der Pistolen kann ja jeder lustig sein, nehmen wir was da lustig ist. Ich habe die D50, ist mein Favorit-Pistole, die habe ich halt gern. Und da ist das Vollstrecker-Talent drauf. Würde uns noch eine Chance auf kritische Treffer und Schaden durch kritische Treffer kredenzen, wenn man einen umklatscht damit. So schaut das ganze Ding aus. Im Gameplay sieht man, dass es cool ist. Und ich wünsche euch viel Spaß damit. Das war jetzt das kurze Video dazu. Ich hoffe, euch taugt es. Abo oder Like, immer gern gesehen. Bis zum nächsten Mal und Servus. Soll nicht weitergehen. Ich bin die Todesbraut, hör meinen Namen schallen. Mit Dolchen und der Faust bring ich sie zum Fallen. Hyenas, Rikers, keiner hat ne Chance. Wenn ich mit nem Lächeln durch die Gegner tanz. Ich spring aus der Deckung, direkt ins Getümmel, ein Schlag, ein K.O. Das gibt ein Gerümpel, sie fliegen wie Federn. Ich lach mich halb tot, meine Nahkampfschläge sind der Endgegner-Code. Bam, boom, Todesbraut im Raum. Nahkampfschaden, der zerlegt den Traum. Kein Zaubertrank, nur pure Gewalt. Wie Asterix, renn ich, keiner hält mich auf. Die Rüstung glänzt, der Look ist perfekt, doch sie sehen nur das Letzte, bevor es sie wegfegt. Mit nem Messer in der Hand, der Gegner sagt Adieu. Meine Klänge, präziser als ne Guillotine-Show. Ich tanze durch die Gegner wie im wilden Western. Nach kurzen Prozess nenn mich Messermaster. Black Tusk rennt, schreit, Outcast verstecken sich. Doch vor der Todesbraut rettet keiner sich. Bam, boom, Todesbraut im Raum. Nahkampfschaden, der zerlegt den Traum. Kein Zaubertrank, nur pure Gewalt. Wie Asterix renn ich, keiner hält mich auf. Ein Agent mit Stil, kein Plan, nur Mut. Ich schlag mich durch, die Stadt, der Schaden tut gut ohne Mutz. Schnick, schnack und ich verliert und der Gegner versteht, hier endet sein Bett. Todesbraut im Raum. Nahkampfschaden, der zerlegt den Traum. Kein Zaubertrank, nur pure Gewalt. Wie Asterix, renn ich, keiner hält mich auf. Also Vorsicht, Jungs, wenn ihr mich seht. Ich bin die Todesbraut, das letzte Gebet. Nahkampf ist meine Kunst, der Schaden mein Ziel. Ich regiere die Straßen unbesiegbar und Stil.